Wir begrüßen erst bei dieser Pressekonferenz zum Nationalvierstand, die letzte Nationalvierstand für der Sommerpause. Und wir hatten heute ein ganz Party von Sujets, wo ich auch probiere, eine gewisse Schwach zu machen an der Präsentation. Was die Introduktion hat den Morgen nur belangt, du Momolenke ja davon aufgesehen, eine Analyse zu machen von nationaler und internationaler Situation. Du hast ja auch vieles Kinder am Moment so, wir haben uns konzentriert auf den gewerkschaftlichen Success vom OGBL, nämlich auf volksreich Kollektivvertragsverhandlungen, die wir am Gesundheits- und am Sozialwesen gefordert haben. Es war klar heute Morgen, dass auch all den implizierten Leuten als Personaldelegierten an den Betrieben als ehrenamtlichen Hauptverantwortlichen, das sind die Exerzsyndical sind vom Syndikat Gesundheit und Sozialwesen, das sind die Verhandlungsdelegation konstituiert haben, und schlussendlich auch Anerkennung, Respekt an eure Merci und als hauptamtliche Leute, die am UGBL auf dem Dossier sitzen, an nächster Linie Nora Backwert, Zentralsekretär von dem Syndikat, also schlussendlich der Merit hat, dass ganz schwere Verhandlungen über 2,5 Jahre an der richtigen Hafen angefahren sind, weil es waren sicher keine einfache Verhandlungen. Und, ich will da pur wieder an dem Kontext nach Laski. Wann haut die Kollektivverträge zu 100% das realisieren, was sind da 40 Jahre die Forderung am Sektor war, nämlich Stoppwertung von den Karrieren, die legitime Abwertung und Anpassung von der Karriere von sozialer Gesundheitsberufler, da war der Architekt für das zu realisieren, just den UGBL kein anderen. Ich will direkt gewerkschaftlich mal aufschließen, an einkehr so das eigentlich ein Beweis, wie gut eine Einheitsgewerkschaft kann funktionieren, nämlich wenn in 80%, und das sind Wahlen bei der Chambre des Salariés gewesen, respektive 90% von den Personaldelegierten am Sektor hat, da kann in de facto schon von der einheitlichen Gewerkschaft schwätzen, an der gesagt die Weltkraftentfaltung, dass ihn kann machen. Das zweite ist natürlich die Rolle von der Politik, und auch die Rolle vom Patronat an den Verhandlungen. Wenn ich so ein Hauptarchitekt, ja, der OGBL war den eigentlich schon ganz frei erkannt hat, dass nur dem Gehalt der Gesetz an der Fonction publique der Teil immer zwischen nicht konfliktfrei über die Bühne laufen. Der erinnert sich am November 2014 hat der OGBL an den Negoziationen, Diskussionen mit der Regierung am Zukunftspakt eine Regierung dazu verpflichtet, den sogenannten Artikel 21 an den Kollektivverträgen anzuhalten. Das war, kann ich so einen gewissen Weitblick, den wir hatten, weil wir wussten, wie gesagt, dass der Teil nicht konfliktfrei über die Bühne laufen. Ich will direkt dazu sagen, die Verpflichtung, Artikel 21 anzuhalten, das heißt, dass sie sich gleichgewichtig par rapport zu den Decisionen an der Fonction publique an den Kollektivverträgen zu bewegen wird. Karriere sind an der Fonction publique abgewehrt, also müssen sie dann auch definitiv an den zwei Kollektivverträgen abgewehrt gehen. Das ist die Umsetzung, ganz praktisch, einfach erklärt von dem Artikel 28 an. Das war enorm wichtig, weil nicht nur, dass man das festgeschrieben hat, aber ich will noch einmal konfirmieren. Lo am Epilog zu dem Konflikt, dass die Regierung zu allem Moment das angehalten hat, was sie am November 2014 mit OGBL aufgemacht hat. Und das sans faille. Das heißt, wenn es zu einem Konflikt an dem Sektor kommt, hat das sicher nicht in der Regierung gehalten, au contraire. Und ich will auch noch einmal daran erinnern, dass du relativ weit gegangen waren, ob Minister Kersch an der Fonction publique, den Minister Schneider an der Sekretär Sozial, so weit gehen, dass sie auch nach müssen nur bausen so, wen ist ein Stadt Patronat, für welche Gelder wird das Patronat eigentlich finanziert, von auf der einen Seite eine Regierung sich das hält,
zu wat sich verpflichtet, nämlich Artikel 21 an laut Interpretation der Fouvel Patronat. Mit seinen eigenen Kollektivverträgen von Artikel 21 Strafstung sich einen Schnitt gehalten hat oder alles probiert hat, sich nicht zu halten. Insofern, als neben dem Hauptarchitekt vom OGBL, weil Konzeption vom Vertrag, die Verlegungen, Mobilisation, an der wisst, der nächste Höchstpunkt war die Manifestation von den 9.000, genau für einem Jahr. Den zweiten war eigentlich schon der Schluss von den OGBL gewesen wird, dass am ganzen Sektor, das sind an 23.000 Leute kaserniert, sind streikfähig waren, weil die Streikfähigkeit, die eigentlich dazu gefordert wird, da an der Nächste, dass das Patronat schlussendlich, kann ich so, kapituliert wird an Forderungen zu 100% müssten unterschreiben. Ich betone müssten, weil sie hatten da eine Optionen. Das heißt, nur für das Patronat, die gibt es in diesem Fall überhaupt nicht konträr. Für meine Verhältnisse war das von ihrer Seite eine irresponsable Verhandlung. Spätestens nur der Manifestation von 9.000 hat du müssten allein gekommen, konstruktiv verhandelt. Wir haben nur noch ein bisschen auf Schlichtung gehen, zu der Schlichtung verlieren schon arriviert. Aber irresponsabel, weil wir haben ein bisschen Dreck gemacht an dem Sektor. Es gab Zeiten, du hat Patronat auch wenn nicht zu größeren Konflikten an der Sommer zu Konflikten am Sektor kommt, das soll ich nicht negligieren. Aber auf der anderen Seite hat ich nicht bis 10 Jahre mit einem Patronat zu dem, was ganz genau wusste, es sind an einem Servicepublik, hier geht es um die Qualität vom Servicepublik, hier geht es um die Attraktivität von den Berufen, Sozialberufen, Gesundheitsberufler, hier geht es um die Arbeitsrelationen, gute Arbeitsbeziehungen, bedeutet noch automatisch Qualität für Patienten oder für all die Leute, die auch vom Sozialwesen profitieren. Das hat leider an diesen Konfliktverhandlungen überhaupt nicht mehr an dem Sinn stattfand, weil ein Patronat von dem war dann auch visionär, war kreativ. Es gab schon eine partielle Abwertung am Spitalsbereich Anfang 90 an dem Vertrag. Das war nur den Tableranten Demos, die nach dem Minister Lahire gelaufen sind. Aber da gab es nicht viel drin Gehälter gesetzt beim Staat. Da gab es die Initiative von diesem am Kollektivvertrag. Das hätten sich mit dem Patronat von heute überhaupt nicht mehr vorstellen können. Dono hatte man überhaupt die ganze Entwicklung vom Artikel 21, auch das nicht konfliktfrei aufgelaufen. Aber das da entwickelt ging, weil auch dort Vision war, dass es für das Servicepublik wichtig wäre, dass du par rapport zu dem ganzen Rest von öffentlichen Dienstleistungen Ministerial gehalten gehen, um von Leibs- und Lohnbedingungen vom Personal. Wir hatten Penurie in 80er Jahren, Anfang 90er Jahren, das viel gemerkt ging, weil auch ganz viele Frauen an den Beruf schaffen, im Niveau von den Arbeits- und Lohnbedingungen, der Arbeitsorganisation, also eigentlich kann ich so exemplarisch. Wir hatten die Arbeitszeitverkürzung an den Ende 90er Jahren. Wir hatten das ganz fortschrittliche Modell auch von der Formation professionell kontinu instauriert, das war Anfang 2000. Alles das ist an Eisenhorn haut undenkbar mit dem Patronat, was auf der anderen Seite Suits noch immer sitzt. Ich will etwas klarstellen. Das auch mehr an all den letzten Jahren erlebt, dass genau der Patronat probiert wird, an einem öffentlichen Leistungsbereich am Gesundheits- und Sozialwesen neoliberal Personalpolitiken anzuführen. Das ist ein bisschen wie etwas, was löserlos infiziert wird, aber was dazu gefordert wird, dass an den Jahren noch viel tun, da probiert wird, Karrieren mit festen Anciennitäten, die auf Diploma basieren, aufzuschaffen. Daher sie viel Geld ausgeben für Worte wie Deloitte an anderer zu engagieren, für zu helfen, Karrieren, die funktionsgebunden wären, Karrieren, wo die Leistungsbewertung gouf, alles das probiert gehen wann. Haut no GBL größten Erfolg als huet an dem Kollektivvertrag dat aset in den Kollektivvertrag dat aset net nimmen zu 100% endlich die legitim Forderung von enger ordentlicher Abklassung von den Karrieren durchkrieg zu hun, mir für allem auch die Dopläng durchkreiz zu hun, für lo ob eng egal wem wohl en gewissen Zeit als alles dat vom Tisch, weil die neue Karrieren die basieren auf Anciennitäten an die basieren op Diploma net op Leistungsbewertung oder Funktionsgebundenheiten oder wat auch immer von neoliberalen Gedanken gut Stück kann vorstellen.
So, dat fir awer mat eng Appell aufzuschließen. Und engem eng Patronat, dat se hier seng Approsch zum Personal einfach ändern muss. Viel Mino und de Servicepublik rucken ze schnitt ha op ze feieren wie Shareholderen, weil Scheren hunse kennen, dat Minister Jo gesot wen finanzieren ein die Betriebe mehr als Stakeholderen, die dozo komme wie denk ich doch auch Patronat des Messers do zitieren. Die ensche Jore wie Pflegeversicherung angefordert, wie sie do hingegangen sind Mam OGBL, dat hätten OGBL leng net durchgeht Demos. Mit Mam OGBL zu summen Weitsicht hatten, gesagt, man Pflegeversicherung könnt, dann schützen wir das Servicepublik par rapport zu kommerziellen Multinationalen, an dem Mehrheit Kollektivvertrag d'Obligation générale den SAS affären, an das Demo passiert auch haut schwer vierstellbar, dass das nach denen Patronatsvertreter, die Verhandlungen gefordert tun, nach machbar war. Dafür Appell und Patronat, ein anderer Approach zum Personal. Sie haben eine Chance verfehlt, Arbeitsbeziehungen zu verbessern. Sie haben eine Chance verfehlt, für die Attraktivität von der Berufe weiterzubringen. Weil schlussendlich das GBL durch seinen Akkord, den er möchte, an nicht sie. Sie sollen nur auf einen ordentlichen Bund zurückkommen, an eine Gesamtpersonalpolitik am Fonds überdenken. Das so zur Schlichtung, weil ich auch noch so, wir sind enttäuschend, wie Schlichtungen verlaufen sie, weil Konziliation wird sich irgendwann reduziert auf eine Durchschlafstation. Zwischen gescheiterte Verhandlungen, an der frohe Streik oder nicht, an nur Aufstimmung, gibt es eine Konziliation, wie sie überhaupt nicht spürt, das war Passivität, das war, wie wenn sie nicht da gewesen wäre, und noch da müssen irgendwann eine politische Responsabilitäten kommen, für das zu überdenken, und das gilt auch für personelle Besetzung von der Konziliation. Voilà, das dazu gesagt, hoffentlich also lo. Wir sind natürlich froh, dass der Konflikt River ist. Wir haben einen Succès für uns, also GBL, für alle als Membres kriegt zu voller Satisfaktion. Ich hoffe also lo, dass auch die Erbsrelationen an den Lot kommen mehr, allerdings mit dem Appell, den ich vier gemacht habe. Wir haben dann heute Morgen auch all die politischen Dossiers nach trätiert, die am Moment für uns sowohl aktuell ausstehen, wie all die politischen Dossiers, die für uns aber auch a Prävision von den Wahlen ausstehen, das heißt, was die Programme von den einzelnen Parteien belangt. Und wir wissen auch, dass wir im Moment Türmen bei allen politischen Parteien für eine Chance zu tun, für auch die Parteien zu suchen, wie mehr das auch wie vom nächsten Jahr gesehen wird. Nein, es sind auch aktuell Sujets traitiert. Eine von den aktuellen Sujets ist die von der Pflegeversicherung, Staatsrat, das launcht. Es gibt sich vom Minister erwartet, dass das schnell am Parlament kommt. Und ich will heute sagen, dass wir haben und das, was die GBL von Anfang an gesagt hat, mehr werden das Gesetz jugieren, ob das eine Pflegeversicherung ist, die besser ist wie die besteht, oder ob es eine ist, die wie schlecht ist. Aber wenn sie wie schlecht ist, dann werden wir das Gesetz nicht akzeptieren, wir werden das nicht gut testen, wir werden kritisieren und wir werden doch als negativ durchstellen. Das haben wir auch nur einmal dem Minister von der sozialen Sicherheit kommuniziert. Und ich will just resümieren, was im Moment für uns 3 Punkte sind. Das erste, dass die schlussendlich definitiv Überprüfung, was die Leistungskraft von der Versicherung anbelangt, par rapport zu der, die besteht. Das zweite ist dann die ganze Geschichte rund die sogenannten Aidants informellen. Der wisst, dass Pflegeversicherung bis ein gewisses Niveau von Pflege vorgesehen, dass es da Prestationen als besser, also Geld gibt. Und das war immer vorgesehen für Personen, die der pflegebedürftiger Person noch stehen, an erster Linie also die Familie für die also auch da materiell zu unterstützen. Wir haben aber an den letzten Jahren müssten erleben, an mein Lützeburger Wort auch high präsent hat für nicht allzu lange Zeit einen ganz interessanten Artikel genau über den Sujet, wo deutsche Firmen
Polinen engagieren zu Polinen, weil sind die meist wahrscheinlich bei 100% sind Frauen, die konzerniert sind, an die einer anderen also heute zu Lützeburg 24 bei der pflegebedürftiger Person sind daheim, das ist nicht der Betrieber, an wo wir wissen, dass sich den droit du travail, aber so nur als Lachsch, weil da sind wir bei den Agreementen, wir sind beim Arbeitsrecht, wir sind aber auch beim Kollektivvertrag d'Obligation générale an natürlich Arbeitsrecht, Arbeitszeiten und so weiter, wo die manifestement violiert gehen, an wo das eine Situation ist, die nicht mehr aufrecht zu halten ist. Und die beste Methode ist das, dass wenn eine Pflegeversicherung weiß, dass das so ist, dass es dahin geht, also sieht man, wenn es schon am Moment eine Reformdiskussion mehr, dann muss der Punkt auch über die Mengenseite hier klar geklärt sind. Und die wäre einfach zu klären, an dem sieht man ja, hilft direkt über das, was in den Entourage nennt, definieren wir par rapport zum zweiten Degré von der Familie, alles drüber raus, sind wir an einem Salariatsverhältnis, was dann nur die Regel de l'art, an der Regel während allem vom Erbesrecht an all noch Agreement, da sind wir also auch bei den Gesetzen, die den Sektor und Aktivität selber betreffen, dass das eben automatisch muss strikt appliziert gehen, weil sonst geht das Geld nicht. Und das ist kein Problem, am Gesetz das zu suchen, über Reglement auch zu klären, was alles den Einzelnen muss auf den Tisch legen, für zu beweisen, dass man nicht an einer illegaler Situation sind. Das fängt natürlich mit einem Arbeitsvertrag und oder mit einem Vertrag mit denen Betrieben, wo ganz klar ist, dass die Betriebe müssen auf allen Punkten konform sind und auch die Sachen so anhalten, wie es muss sein. Ich will das nicht weiter vertiefen. Das einfach zu machen, geht nicht, dass illegal bis Schwarzarbeit finanziert wird über eine öffentliche Versicherung. Auch ich bin Assyrer an der Versicherung und ich refusiere eigentlich von meiner Person, dass die Versicherung Geld ausgibt für illegal Arbeit zu bezahlen oder Schwarzarbeit oder was auch immer. Dritter Punkt, den Lohn nach zu klären, also da wo der Minister musste aktiv gehen, dann ist froh, wo situiert sich in Zukunft die sogenannte Cellule d'Evaluation, also die Cellule, die einzelpflegebedürftige Leute evaluiert par rapport zu eben ihrem Grad von Pflegebedürftigkeit, für eben noch eine Decision zu wählen par rapport zu den Prestationen von der Assurance Dépendance. Die Cellule untersteht am Moment der IGSS. Den Projekt will die Cellule innerhalb den Minister, der Autorität von dem Minister von der Sécurité Sociale kreieren, a mehr als GPL wollen eigentlich das, was normal ist. Und normal ist, dass die Cellule innerhalb der Assurance und sich kennt. Weil an der Assurance sitzen die auch assuriert sind, Repräsentanten von ihnen, die Assurance majoritär bezahlen. Weil mehr wollen nicht, dass die Cellule unter einem Minister steht, die ganz einfach an machen, du kein Procès d'intention par rapport zu irgendeiner Regierung, die du hingeht und sich einen Zukunftspark abfallen lässt, da seht, du musst gespürt gehen, also direkt einmal schrauben, an Stellschrauben, do und so weiter, das Cellule d'Evaluation, du führt mal durch. Genau das, was du passiert, das riskiert also in Zukunft noch mehr wie ein Kind zu passieren, wir refusieren das an die einzige Möglichkeit. Darüber ein Cellule demokratisch mitbestimmend Kontrolle zu haben, dass wenn Cellule d'Evaluation in der Assurance die Regierung als abgefordert, das zu machen. Das sind auf jeden Fall die 3 Punkte, von denen mehr aufhängig machen, ob mehr das Pflegeversicherungsgesetz gut tägen oder auch nicht. Wir hatten dann, und ich probiere es relativ schnell durchzugehen, die anderen Themen, das Klassement, wo wir nachher darauf hingewiesen haben, dass das Gesetz ein ganz Party von Lakunen am Moment abweist, da wo wir als eine Regierung auch werden, dass es auch schnell Solutionen könnt, und wo eigentlich generell so muss sein, dass den am Fall als ein D muss sein, den muss können geholfen kriegen, und nicht den als den und sich, den als den sie wird prozedural oder bürokratisch und so weiter am Kreis drängt, bis eigentlich zu singen Rechter könnt, du müssen sich an einer Philosophie dran resümieren, nur nicht die Teile von der Forderung, wir hatten für kurz eine Pressekonferenz, ganz aktuell Thema, du musst selbst passieren. Dann hat man den an den Mindestlohn, wir haben nach ein Jahr Zwiebel gemacht von unserer
Lohnkampagnen, Tarifpolitik insgesamt, weil du nicht nur an einem Speditionswesen, an einem Sozialwesen verhandelt, du kommst nach drauf zurück. Aber dann natürlich auch par rapport zu dem Mindestlohn, wo man nachher kauft für mehr als Revendikation von den 10% für das Regierung und nicht für irgendein, die Dono können. Wir haben dann Reformen par rapport zum Arbeitsrecht, die wir fordern. Wir haben analysiert der Arbeitsminister Nicolas Schmidt sein Projekt par rapport zu dem Chômage de longue durée, wo du hingegangen hast, gesagt hat, statt dass die an der Form vom OTI hängen, das ist der Occupation, das temporär indemnisé, wo Leute für allem bei starke Mengen immer in der Form do fallen und finalement normal Arbeitsplätzen besetzen, ohne dass sie eben nach festen Arbeitsverträgen sind, wo den Minister Schmidt eine Initiative geholt hat, Projekt Loi, die sieht man ja, für den ganzen öffentlichen Bereich, Etablissement Public, Staat, Gemengen, Wort von Nationen, SBL, dass es da muss möglich sein, eben Chômeur de longue durée, über im Jahr, also am Chômage, und über 30 Jahre, nicht nur dann anzustellen, weil kann ich nicht mehr Leute anstellen, aber das dann gave über den Fonds pour l'Emploi, das erste Jahr zu 100, und dann ist es 80 oder 60, wenn die über 50 sind, dann bis und dann von ihrer Karriere das bezahlen, weil schlussendlich als es mehr sinnvoll Arbeitsplätze zu finanzieren wie Chômage an Arbeitsplätzen. Und da hängt natürlich der Punkt, wo wir weitere Überprüfung sehen, weil ja auch der Arbeitsminister gesagt hat, das müssen neue Arbeitsplätze sein, dürfen also keine die remplaciert werden, weil das gibt natürlich ein Ziel verfehlen. Und auch da muss wahrscheinlich nach die oder die andere Präzision gemerkt werden. Ich will just aber heute die Message gehen, dass die GBL das als ein ganz positiv Initiativ avisiert. Detailfrohen, die kommen, du seid noch schon professionell befasst sind, du sind wir noch nicht wichtig, dass die Message das ein gut Geschichte. Dann hätte man Reform du Travail, wo man einke daran erinnert tun, dass man von dieser Regierung auch werden, dass man Verbesserungen am Arbeitsrecht kreieren, im Niveau von unter anderem der Sozialplan, weil schlussendlich Praxis ja noch da hat man eine Pressekonferenz beweist, dass das Gesetz eigentlich schon lange nicht mehr dem entspricht, was muss sein, dass eigentlich zu viel kann davon die negativ ausgelöst gehen oder nicht respektiert gehen. Ich gehe noch dann Details an, du schwätzt mal von Sehen, du schwätzt mal von der Verhandlungen und sich, du schwätzt von der Gewerkschaftsrecht, da war das von einer Konziliation aus und so weiter und so weiter. Und dasselbe gilt natürlich auch für Planmentier Emploi, wo man ja Zentner de facto schon bald im Gesetz, das man 2007 oder 2008 der Kraft getragen an der Kritik stehen, weil an der Form nicht allzu viel bringt. Dann Protection des Données, das ist den Dossier, wo man ja noch volles Recht pique für eine Chambre hatten. Du haben auch nein ganz klar gesagt, dass man es gehen ausschwätzen, dass an Zukunft Niveau von der Arbeitsplatz dann nicht mehr die Autorisation von der Kommission nationale de Protection des Données, la Protection des Données erfordert soll sein. Du machen wir auch weiterhin Opposition, du geht mehr Sinn. Kann ich so ein Gespräch mit Regierungsvertretern mehr, das wird nach nicht zu einem definitiven Resultat gefordert. Und wann do sind wir natürlich bei sehr wichtigen Thema absolut bereit zu weiteren Aktionen überzugehen, für das als Recht für allem Standardlo. Derbesphäre. Das ist ein Privat, das Derbesphäre von dem Einzelnen auf seinem Arbeitsplatz protegiert geht, was nicht der Fall ist, wenn die Projekt Loi so gift durchgehen. Fiskalität von der Frontalien, Jean-Claude Bernardini, das kann heute nicht da sein. Auch da sind wir, das bezieht sich auf die Fiskalisation, nicht mehr von den bestehenden Frontalien, mir auch gegebenenfalls von den Pensionären mit Karrieremixten im Niveau von den Pensionen. Da sind wir an längerer Zeit an Gespräche mit dem Finanzministerium, da erwarten wir, dass wir am Juli mal Minuten eine Solution rumkommen, weil Zeit drängt, weil alles muss ja können, auch
umgesagt gehen, wann man dann nicht fertig sind an den nächsten Moment, ja, da muss gegebenenfalls, und das ist auch wichtig zu so, die Applikation von der Steuergesetzgebung, wird die Applikation für Frontalien immer weiter ausgesagt gehen. Zum Europäer kommen ich mich später einkehr zurück, da werden wir just, dass als Regierung ein Datum geht, an der UEL, für über die letzten Rekommendationen von Brüssel zu schwätzen. Voilà, und da kommen wir zu dem kann ich so eine Plan de Resistance, den wir heute mitten haben, das sind Pensionen. Aber vielleicht du Folgendes. Wir haben, und das wisst ihr, dass am Moment den Bilan Technik gemacht wird von der IGS, in der Laufzeit von der Periode Couverture, die jeweils immer 10 Jahre hat, dass eine Arbeitsgruppe dazu angesagt Ginas von UGBL und nicht direkt partizipiert, aber wo Berufskummeren sind, wenn ich dann mal von der Salariatzeit guckt, dann hast du auch verschiedene Orientationen und Reflexionen sollen gemacht werden, das soll in der Zukunft hingehen. Wir haben also UGBL den Rapport ganz minutiös gelesen, sobald all die Etüden, die gemacht werden für die Zukunft. Wir haben uns Gedanken gemacht und wir haben uns auch viele Reflexionen gemacht an welche Richtung das Kind geht. Ich will heute direkt sagen, das, was wir so ist auch ganz klar die Message, die politischen Parteien richten en vue von der Wahlen nächstes Jahr. Wir haben Rencontre mit der SAP, mit der CSV, die schon weiter kommentieren. Wir haben aber einen Punkt, will ich auch ganz klar so. Wir haben in 2 Parteien klar gesagt, dass wir als werden, dass eine fortschrittliche Position können par rapport zu den Pensionen, aber an denen nicht könnt, da wird das immer ganz schwer fallen für eine Partei abzurufen, zu den Legislativwahlen oder umgedreht kann ja mal passieren, dass man immer abrufen, eine bestimmte Partei nicht zu wählen, ohne eng genannt zu haben. So, Pensionen und sich Rapport, wie gesagt, Analyse, und dann wo kann die gehen. Ich will direkt mal Details sagen. Für den OGBL ist etwas seriös. Das sind die Analysen, die auf 10 Jahre gemacht werden, die keine noch darüber streiten. 15 Jahre, das hängt immer davon ab, wie in die Periode Couverture will definieren. Was aber absolute Brach ist, Akabes ist, das ist, wenn die Projektionen auf das Jahr 2060 möchte, aus dem ganz einfachen Grund, weil das höchst unwissenschaftlich ist. Und ob das höchst unwissenschaftlich ist natürlich per Synonym auch höchstwahrscheinlich, dass es so oder so falsch ist. Das ist schon echt der Zufall, dass es ja noch richtig ist, was prognostiziert wird für 2060, wie umgedreht. Aber das wird sich schon an der Vergangenheit so erwiesen. Ich kann dir noch zitieren, die GSS am Jahr 1991, was die für das Jahr 2014 gesagt hat, wie sie sich verflappt hat, über den Nombre de Cotisants am Jahr 2014, wie sie sich verflappt hat, wie am Moment ist die Pourcentage sind im Niveau von der Kotisationen für die Finanzen, für Pensionen zu finanzieren. So, das war 1991, 2017 an Heiget von 2060 geschwert. Ich kann auch so weiterführen, nämlich all Komparativen machen von dem Gruppe bei der Brüsseler Kommission, die auch ganz wichtig ist, die Rapport, den heute zu Lützeburg gemacht wird, nämlich den Aging Working Group, an den 2 Etüten gemacht hat, für Lützeburg, 2 Analysen, eine 2012 und eine 2015. Und ich gehe nicht alle Donnerien von der Enger auf von der anderen oder Projektionen, mir just vielleicht eng. Nämlich Population aktiv. Aber wenn das stimmt, wenn die Heinzwille wirklich stimmen, also ich kann es bald nicht glauben, da wäre am Aging Working Group 2012 als gesagt, ja, am Jahr 2020 wird die Population aktiv hier am Land 495.000 Leute sein. Am Jahr 2015, 3 Jahre mehr spät, nicht 3 Jahre mehr spät, sind das keine 495.000 mehr am Jahr 2020, mehr 805.000. Dann haben die Kotisanten geben von 466.300 2010 statt 2012, gehen die dann noch labber auf 853.000 drauf am Jahr 2060. Ich kann der Stadt auch so weiterführen. Mit den Hypothesen Makroökonomiken, mit der Entwicklung vom Emploi, mit der Entwicklung Croissance und dann Produktivität natürlich, mit Hai, mit Do und so weiter. Und da gesagt,
welche Brach das es ist, wenn ihr mengt, keine Projektion um 2060, und daraus eine seriöse Pensionspolitik machen, Pensionspolitik, das heißt, seriöse Gedanken machen über unser aktuelles System, auf wo es soll hingehen. Das ist lächerlich. Und wir werden das auch ganz klar in alle Parteien so, wenn sie hier Programme aufstellen, auf was basieren sich? Auf eine Projektion von 10, 15 Jahren oder eine Projektion von bis 2060. Ich kann ja nur über Zöl bombardieren, das meine ich, das schon ein paar gesagt, aber die anderen, die sind plus ou moins an dem selbsten Ort de Grandeur. Den UGBL hält fest, dass mehr vollhandelt als im öffentlichen solidarischen Rentensystem stehen. Das ist nichts Besseres gibt. All die privat-kommerziellen Versicherungen liegen weit, im Fall für die Benefits der Leute, weit unter dem, wie stark öffentlich solidarisch Pensionswesen. An einem paar Avantagen. Ein Avantage, das ist, dass man über das Umlageverfahren Kotisationen von Haut sind Pensionen von Haut und Kotisationen am Jahr 2016, sind Pensionen am Jahr 2016. Das ist genau das System, wie konzipiert das, garantiert die Indexanpassung, die Anpassung und Lohn- und Einkommensentwicklung. Dann, dass es garantiert Minimalpensionen für die Leute zu Lützeburg und das natürlich an einer gewissen positiver Umverteilung die so von oben nach innen, die Anerkennung von nicht kontributiven Zeiten, wie zum Beispiel Studienzeiten oder Zeiten von Babyjahren und so weiter. Dann, für ein Gesetz festgelegte Leistung, das nicht mehr Gesetz können, aber Leistung als Gesetz festgelegt, an der generell, und das wird besonders an der Krise wie Erzwinning gewesen, die Länder, die stark öffentliche Versicherungen hatten, das waren noch die etwas an Grab hatten für die ganze ökonomisch, sozial und finanzielle Entwicklung an ihren Ländern zu stabilisieren, positiv zu stabilisieren, was ganz viel beigetragen hat für den Gesellschaftszusammenhang an denen Ländern. Es gibt ja da Mengen, das Schiedsrichter müsste in das System unterstützen. Wir wissen ja, für was, dass wir Gegner haben an der Position. Wir haben Gegner, ich kann sie Kapital nennen, ich kann sie Patronat nennen, ich kann sie Aktienbesitzer nennen, ich kann sie Lobbyisten für privatkommerzielle Versicherungen nennen, ich kann neoliberal ideologische Denkfabriken nennen, ich kann viel Bezeichnungen dafür holen, aber das ist ein Faktum. Der erlebt bei all der, dass das Patronat keine Kotisation wie mehr bezahlen. Und da kriegen wir direkt vor von der Kompetitivität und der Kap geklagt. Wollen nicht mehr für die Sécurité Soziale gehen. Sie wollen noch keine Steuern mehr bezahlen. Steuern immer mehr auf. Gerade wie wenn 2010 Steuern für Betriebe nicht massiv aufgehen. Aber Betriebe mehr groß sind, das mehr massiv war. Also sie wollen natürlich, ein Teil von ihnen hier Geld, schwammend Geld investieren nach Fonds, die für non privat-kommerziell dann noch in random Assuranzen haben, wo das auch kann, wunderbar Profite gemacht wird. Das also von der Seite eigentlich kein richtiger Grund mehr, außer die zu anderen Zeiten gehen, dass sie wirklich Interessen haben, auch von der Reproduktion von der Gesellschaft, von Arbeitskräften, auch von den Leuten, die arbeiten gehen. Aber sonst gibt es von der Seite eigentlich kein direktes Interesse mehr an starken öffentlichen Pensionsversicherungen. Und das ist das, was wir all da über die Television hören, über die Radio hören, an der Presse lesen, wie viele Lobbyisten, wie viele von den großen Big Four und so weiter werden das tun als immer erzählen. Beim OGBL sieht der Konträr, und wir haben Recht, weil für die Leute als öffentliche Pensionswesen das, was hier und schon so gezählt, die real stärkten hat, und dass auch da, wo final den gesellschaftlichen Zusammenhalt von der Zukunft kann garantiert gehen. So, da komme ich eben zu der Analyse, respektive zu denen Sachen, wie wir proposieren. Wir haben am Jahr 2012 hat man schon unter dem Eindruck, das sind dann dieselbe Europäische Kommission, hat man schon eine Negativreform von den Pensionen. Weil was passiert ist, mit der Leistungsverschlechterung.
nämlich schwer an Zukunft Pensionen soll nur gepasst gehen an den Tag, wo Defizit also die passen mir schwer wie Tresetten, Doofschaft von der Allokation de fin d'année, van die 24% von der Kotisation geht, an sowieso eine Leistungsverschlechterung progressiv wird 4 Jahre, wo und das ist so besonders interessant immer zu hören, dass gesagt wird, ja, Juren, dass so entsteht, die verleiert, an dem sie muss Pensionen von Haut bezahlen, mit das was passiert, dass das in allem Jurenwert getroffen ging, weil los schon dezidiert, dass im Niveau von Gesetzpensionen 14%, wenn sie an Pension gehen, verschlechtert sind. Da kann die Welt auf den Kopf drehen. Das war eine Negativreform, weil sie heute eng seid, vergiss, das Tressette seid. Tut kein politischerseits die Forderung gestellt, die Option gehabt, für zum Beispiel über Kotisationen zu schwätzen. So, und das geht also ganz klar. Wir sind nicht der Meinung, dass als Pensionswesen in den nächsten Jahren ein Problem erkennt. Das konstatiert auch die GSS. Die GSS, und ich kommentiere nicht die langfristige Etüden nur noch weiter, aber auch sie schwenkt das bis zum Jahr 2043, wo insofern als Pensionssystem funktioniert. Andere wird der Rentenmauer als mal egal wie bis nur 2043 ob beneits verreckelt. So, da gehen einer Donne, dass das kennt an der nächsten Periode, die Kuvertur, die geht bis 2032, eine Situation entsteht, wo man keine Reserven, zusätzliche Reserven machen, die enorm hoch sind. Die bei 4, oder bei 5 Mal von den Depensen, aber dass die Situation kennt entstehen. Voilà, das ist die Situation. Finalement ist das Pensionssystem, den öffentlichen ganz gesund, das ist wirklich Grund, durch irgendetwas zu bemängeln. Er soll dann eben eine Situation entstehen. Und das mit der Hypothese, die wir uns heute befasst haben, und zu interessanten Konklusionen kommen. Seit über 50 Jahren gibt es keine Kotisationserhöhung. Wenn ich den Vergleich möchte, auch von den Kotisationen für die Sécurité Sociale, was eigentlich der Beitrag ist für die Sécurité Sociale von den Betrieben, da kommen wir zur Konklusion, dass Lützeburg ein Pourcentage von 4% PIB haben die Betriebe als Kontribution haben am Niveau von der Sécurité Sociale. In Frankreich 9,4, Deutschland 8%, Belgien 9,1, UK 5,9 und die EU 15 7,8. Du hast Sput. Und du hast über die sogenannten Kompetitivität, wo immer geschwärzt wird, all die letzten Jahren sich eine super Kompetitivität gewirrscht, keine so ein extra Profiter, die konnten über TV realisiert gehen, und das für uns in Zukunft ganz klar. Eine Sache von den Rezepten und nicht eine Sache von den Leistungen, wenn es um die Diskussion von den Pensionen geht. Ein anderer wieder. Der OGBL konfirmiert hat, dass es gegen all Erhöhung vom gesetzlichen Pensionsalter ist. Das wird nicht nur Normalpension, gilt auch für die Pension antizipieren, nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Wir konfirmieren, dass wir gegen all weiter Leistungsverschlechterungen sind, weil wir eine Opportunität davon angesehen. Drittens, sollte es ein Problem geben an der Entwicklung, das heißt, dass trotz aller Reserven, die danach bestehen, es gibt dazu kommen, dass du beim Depensen mehr hoch wäre wie die Rezepten, avoir, aber da muss es schon klar sein, dass dann das hier um Finanzierung geht, an das Kotisationen an Blut geht, und wir können also gut feststellen, dass an einer ersten Phase aufgrund von den Chiffren, die ich erst genannt habe, eine Patronatszeit, die echt ist, die sich mehr Kotisation muss bezahlen, nachdem 50 Jahre also eigentlich so stabil blieben sind. Wir können also auch feststellen, dass, wenn ich will, die Leute, die Mengen, du gewirrscht, wenn ein Schock kommen. Und das wäre keine so eine dumme Idee, dass man da schon ganz rechtzeitig aufhängen. Wie weit soll nicht eine Partei an ihrem Programm haben, dass Kotisation an der nächsten Mandatsperiode herabgesagt gehen, sanft herabgesagt gehen für eigentlich Perennität, danach
schön dann hier wieder für Rente mal ein bisschen mehr noch an zu regeln. Das gibt nämlich auch bedeuten, dass dann das Justament für die Pensionen, wie das aktuell Gesetz sieht, nicht direkt auch vorgestellt wird, dass also das mehr lang Teil aufgesichert wird. Wir können also vorstellen, dass ein Deplafonnement gemerkt wird. 1992 ist den Plafond von 4 auf 5 Mal Mindestlöhne abgesagt ging. Wir können uns vorstellen, dass wann Meeres hätte notwendig sind, dass man dann natürlich muss gucken, wo sind die Umverteilungen, die positiv, die sozial fortschrittlich für als Gesellschaft möglich. Das wird Deplafonnement, das heißt Kotisation plafonslos heranzutreiben, die 24%. Das bedeutet auf der anderen Seite natürlich so, ja, da gibt Pension noch dementsprechend an Blutsummer, ja, aber wir können also da einen Umverteilungseffekt feststellen, dass man also matt Wursten der Hecht von den Kotisationen oder vom Revenu, dass also auch dann eine Degression besteht im Niveau von der Pensionshecht. Dann hat man eine positive Umverteilung an ein positives Element von zusätzlicher Finanzierung. Wir können auch viel über andere Finanzierungsquellen stellen, die Dono kommen. Wenn das gibt, durchgehen, zum Beispiel eine Contribution, Solidarität, Vieillissement, da sind wir an einer Logik, wie das ja als Dependance, in einer Logik, wo wir uns können feststellen, dass eben noch Revenue, wo halt keine Kotisation bis heute abgehoben geht für die Sozialsicherheit, zum Beispiel Kapitalrevenuen, dass die eben dann automatisch auch geben, Matruhen zum Finanzment. Die do Idee, noch die Letzten, die sind eigentlich nicht dumm. Es ist im Fall Grund, weil man sowieso, und da komme ich auf die 2016 kurz zurück, ich gesagt, dass Wahnsinn, Projektion auf 2016 zu machen, weil wir diskutieren ja viel über Numerisation, Digitalisation, wo ihr haut kein Mensch mich so richtig traut, so war das dann am Recht. War das dann am Jahr 2010? Wie geht dann am Jahr 2010 überhaupt der Staat finanziert? Der Staat finanziert. Wie geht die Sécurité Sociale am Jahr 2010 finanziert? Par rapport zu all den Hypothesen, die heute schon abgestellt wird. Also sind wir sowieso schon wahrscheinlich an einen ganz anderen Film, an Diskussion, die da könnt, dann hast ja, wo kommen zu und hier, an ist so in der Stadtreihe, mehr wissen zwar ziemlich mal sicher, was man 2016 stützt sich schon nicht mit dem Selbstfinanzierungsmodell werden nun, wie wir heute tun. Wir werden aber auch gerade so sicher wissen. Und das ist ganz klar. Das ist die Auseinandersetzung über wie finanziert wird für die öffentliche Versicherung, da ja auch für den Staat und sich, der soziale Wohlfahrtsstaat, wie finanziert wird, das wird gerade wie an der Vergangenheit, Jahr für Jahr, die Auseinandersetzung sind, und wir werden viel Rencontren haben bis Jahr 2006, wo es geht, die Verdelung vom gesellschaftlichen Reichtum, unter anderem auch für eine seriöse Aufsicherung am Alter. Aber wenn die passen an Blut gehen, dann ist es finalement politische Schwach, was den will an der Gesellschaft, wen sie Richesse will verdelen, ob die älter Leute, die pensioniert Leute, ob die will an einem Menschenwirtchen außerhalb von der Armut will leben los, dass sie können ihr Niveau weitgehend behalten in so einem aktiven Leben hatten, oder ob ihn das nicht will zugunsten von Kapitalprofiten an einer Sache. Das ist die fundamental froh an nicht irgendeiner. Zu den Mesuren kommen dann nach ein ganz paar Überlegungen schon gesagt, wir sie gehen Dropsätze vom Pensionsalter, wir haben aber gar nicht gehen, dass Leute so lange wie möglich können ordentlich schaffen, gesund schaffen, sicher schaffen, mit ordentlichen Arbeits- und Lohnbedingungen an. Du hast ja Projekt de Loi Gestion des Âges, du hast vieles noch nicht an der Reihe, geht nicht weit genug. Wir sind auch immer an der Diskussion über das Travail à temps partiel, an gleichzeitig ein Retraite partiell. Das sind wir neben natürlich als Diskussion über Medizin du Travail, also all die Fragen rund um Gesundheit, an Sicherheit, die Formation continue, die so eine Sécurisation des Parcours professionnels schon frei und bis du eben irgendwann kannst an Pension. Das sind ganz wichtige Fragen an dann natürlich die Verbesserung Arbeitsrecht, wo viel mehr möglich geht für Eler Salarien aus der Arbeitsste rauszudrängen. Das sind die einzig seriösen Mesuren, wo eben ihn kann fördern, dass Leute wie lange auch an ihrem Beruf verbleiben, wie lange an ihrem Beruf schaffen, bis sie eben an die normale
Pensionsalter kommen, aber du natürlich auch eng froh für Reset aus, weil so langsam ihre Berufe schaffen, bezahlen sie auch eng Pensionskotisation. Danach vielleicht von den Startzeiten, dann hat sich viel Niveau von der Formation, Leute gehen lang an Schulen, Universitäten, an das ist so, dass jo sowieso sich zu werden in Assern, da was da noch ein Parameter, den ein fehlt an den Etüden, da das eine Projektion zu machen, wie lange werden an Zukunft Leute, die wir hat, schaffen, wie das A schon ihr Pensionen aufgebaut goufen a B, se mich später an den Erbesprozess kommen ein ganz wichtig Variabel mehr und dazu muss E-Beitrag direkt zu machen, da das Startzeiten die Haut immens rigid sind bis 27 Jahre sind mengglisch, dass die Zeiten mehr flexibel gehandhabt in dieser Schulzeiten ugerechen kriegt haut genug Leute, die mich späterisches Studium machen und die mussten auch können die Benefits verhalen gerade so wie muss möglich sein für Leute die studiert und das können rasch machen von ihren Zeiten natürlich bis zu einem gewissen Niveau plafoniert für also dass du ordentlich Pensionen können aufgesichert gehen. Ich meine das ist ein Punkt den man an dem duen Kontext nicht sollen vergessen. Voilà. Das als als Approach zu den Pensionen, das wird man vertreten überall, wo man über Matschwätzen, das als Messagenpolitik für alle Moralparteien wie von den nächsten Wahlen. Dann hatte man nach einen letzten Punkt, das natürlich nirgend den Vertreter im Spidolsbereich nach ein ganz Party von einzelnen Entreprisen a Kollektivverträge schaut man op der Tagesordnung schränken und am Bau am Artisanat, wo man op 3 Punkten und 3 Felder kann ich so Konfliktbewegungen hun. Wurden eigentlich komplett unverständlich ist, dass man nicht weiterkommen. Da tut aber anscheinend System man tut auch für 2013 nicht genutzt, dass man quasi für den Streik stehen und falls du kein Cellulär rausgezogen, da das am Bausektor wo so aus wo mehr ganz klar paraport zu der Evolution am Bau mir noch Bauboom am Land laufen, dass man darauf drängen, dass es zu einer Verbesserung von der Lane könnten von den Tariflane für allen auch für allen von den Reallane noch qualitativ mesuren, die man proposieren wie in anderen die Congé sozial an, wo man ein Patronat konfrontiert sind, also Syndikat Jean-Luc konzernierten, wo Patronat probiert op Zeit zu spielen, provokativ Forderungsstelle wie Remenkehr Verschlechtung von Erbeszeiten Lechkehr so wat für inakzeptabel ist. Am mehr Sinn an der Situation, dass wann nur der CU verhandelt geht, dann gibt es effektiv die Gewerkschaftsaktionen am Freien herrscht. So, da sind wir da. Bei den Liftbauern haben wir mehr ein Protestationspiquet 5:30 für der Chambre des Métiers Kirchbirch, weil doch da an dem Kollektivvertrag nicht weitergeht, an aufhängt kritisch zu gehen. Und dann haben wir aufgrund von einer Denomination oder Zusammenschluss von Berufen, politischen Plan, so einem reglementarischen Plan, an der Reform vom droit d'établissement, wo de Carleur-Beruf nicht nämlich ist Carleur ist, aber finalement ist noch Mabri, an Tailleur de Pierre, das alles zusammen geschlagen, wo man aber dann verschiedene Föderationen, am Spiel haben, und das anscheinend das Problem ist, weil die einen wollen, die anderen wollen nicht, für das man nicht zu einem Kollektivvertrag kriegen, den kommen, den der Obligation General muss du hast aber wirklich die Föderation von den 80er absolut abgefordert, dass du wirklich produktiv, kreativ geduld und das kriegen wir du auch nach Sujet, den nämlich Wert aus der Aktualität kommen. Dann hat man auch heute Morgen hat man Duni hat man direkt an zwei, drei Punkten auf der Tagesordnung den OGBL als surtout majoritär an der Delegation, wo man 100% majoritär, das auch majoritär, an der Delegation, wo man ich gehe nur mal Punkte an. Was bedauernswert ist, dass das auch die ganze Geschichte bei von der Finanzierung von der Uni, da sind wir an der Budgets
froh, wo mehr drin erinnern, dass Reserven bestehen und dass sie soll oppassen. Für die nächste Kind, dass sie mich spursam vielleicht funktioniert man sin Geld. Aber Nogibel warnt ganz klar, dass man aufhängen dann qualitativ Verluste am Niveau von der Uni zu bestimmten Enseignements, die do gemacht sind. Das kann aber dort sicher nicht als Zukunftsperspektiv zu Lützeburg sind, sprich Schriftkinder und anderes. So, dann haben wir auf der Uni ein ganz anderes Problem. Das ist die sogenannte Conseil de Gouvernance, wo wir eigentlich mit Bedauern feststellen, dass viele Leute anscheinend durch von Entreprisen dran sitzen, wo wir uns vorstellen, ob das die Welt kann der Wesen für ein CE Uni an einen allgemein öffentlichen Interessen können funktionieren zu lassen, und dafür halen wir drauf, weil dort ein Etablissement publik ist. Halen wir drauf, dass auch Vertreter, mindestens ein, wie bei der Société Anonymen, Vertreter vom Personal am Verwaltungsrat, in diesem Fall als die Stadt Conseil de Gouvernance, sitzen mit Stimmrecht. Und nicht wie proposiert, wo ich kann nur gucken oder als Observateur. Das geht als nicht durch, zumal weil die Projet de loi dann noch drinnen Intentionen gibt, Machtbestimmungen auf anderen Niveau, mit diesen Niveauen zu verschlechtern, wenn Staat gut verstanden wird. An dem Ganzen also da begrüßenswert, dass Kollektivvertragsverhandlungen aufhängen. Du hast am Juli noch eine Reunion vorgesehen, und dem auch da Leute geduld finden, sie müssen über Leistungsbewertungen über so Typen von Kaien diskutieren. Da ist anscheinend so, dass auch der Mogibiel da gelungen ist, dass auf der anderen Seite ein Schritt zurück gemacht wird. Dann haben wir an der weiteren Liste von Entreprisen den Kollektivvertrag Banken, wo jo für kurzem einen Aufschluss gemacht Gymnastisch kann jo so dass mehr als am Begeerung stirn du gefallen sind über den Aufschluss, wo ein Schnitt viel Drahlung an einem Sektor, wo man so in dem geht es gut. Du Hummer Produktivitätsentwicklung an du geht es ernst Zeit, dass real Lohnentwicklungen stattfinden, neben eben vielen möglichen Verbesserungen von den Apps-Bedingungen. Das ist den Punkt. Den anderen Punkt, den will ich dann aber ganz klar schwätzen. Ich habe gemerkt, dass im Radio 100,7 ein Interview war, wo gleichzeitig dann der Direktor von der ABBL, den Herr de Cilia Sutz, plus dann der Präsident von der Aleba, den Herr Scolatti, wo den Herr de Cilia sich dazu verledig los wird, eine Analyse vom Mogibiel zu machen, die ich ganz interessant fand. Nur da ist seinerseits attackiert, an dem gesagt wird, ja, du gehst den Mogibiel Ufen, das sind die Gemeinde, die hier um dich sitzen, respektive das, was für den Mogibiel Bankenkollektivvertrag handelt, sind noch Leute vom Nationalvorstand, du hast gemeint. Ja, die wären am nachtscher Jahre stur geblieben. Klassenkampf, die wären gut nicht mehr up to date. Und dann gibt es Syndikat, der Berufssyndikat, an Basis von den Membern vom OGPL, die die Welt ähnlich gesehen, also natürlich an singen noch ein viel mehr raisonabel, realistisch gesehen wie die klassenkämpferische Spitze vom OGPL. Ich will just das hier so, und ich so dem Herrn de Cilia, merci für das Lauf. Was Skin hört, ist die Meinfall Grund, weil wir an schöner Pressekonferenz zugefangen mit dem Klassenkampf. Die Silien. Klassenkampf am Sonntag Sozialwesen, Mobilisation, Massenmobilisation, Hunderte von Delegierten, Geduld, Disziplin, klare Forderung, klare Verhandlungsfähigung, und das schlussendlich Vorbereitung bis an Streikfähigkeit für legitime Forderungen durchzusetzen. Als das, was Herr de Cilia als Klassenkampf tituliert, das sind stolz, dass man dann eine ganz klassenkämpferische Gewerkschaft an dem du Sinn an bedauern, also all die anderen Gewerkschaften, noch die Gewerkschaften, die dann anscheinend denen dann recht gehen, die nicht auf dem Niveau funktionieren, weil ich meine, dass sie final irgendwann historisch gesehen keine Zukunft mehr haben. Dann der nächste Dossier aus dem Automobilsclub. Du erinnerst dich an den Pick, den man hat, wings der MISAP von einer Delegiert, die an Eisenhorn absolut aus fadenscheinlichen Gründen do entlos gehen ist. Wir haben auch schon dementiert Salär zugestanden, kriegt mehr in Aktion gemacht.
Piquet führen auf der Platz Damlo für enger Woche. An die Delegiert geht probiert von einem Direktor rausgepusht zu gehen aus dem Betrieb. Aber ja, weil eben, was war das dann eben nur ein klassenkämpferisch Delegiert wird dann nur mal die einfach die Interessen, da haben sie die Interessen von Leuten vertritt, und dann eben dem Direktor nicht passt. Mehrwerte natürlich Sport, das nur Griechstermin am Anfang Juli. Du wirst mir doch schon nur gefällt geht oder nicht gefällt geht. Weil da war ganz klar, dass wir werden Aktionen weiterführen, weil das eine Sauerei, wenn ob die Doma näher probiert, Delegierten Last zu gehen, das ist nicht Philosophie, der Sinn von der Machtbestimmung an den Betrieben, sozialdialogisch. Und wenn meinst dass die anderen Föderationen, Patronat, die viel immer von Sozialdialog schwätzen, da vielleicht dem Direktor von dem Automobilsclub so, dass das vielleicht nicht die Art Weise ist, wie sie es auch vorstellen, mir wird für Reiseball verlassen, dass mehr schon so eine Repetition haben, von dem, dass es einfach viel zu viel einfach ist, eng Delegierten Last zu gehen. Das heißt nicht, dass als Delegiert du nicht mehr zurückkommen an den Betrieb. Ja, das ist schon mal ein Patrick Gurt am Kaktus. Just was nicht geht. Und das ist ja nur halt passiert, das ist einfach ein mise à pied zu machen, auch wenn den Herr nur juristisch nur Zeit X irgendwann Unrecht kriegt. Aber so lange als die Delegiert nicht am Betrieb. So lange der Präsident demokratisch gewählten von einer Delegation sein Arbeit für seine Leute nicht machen. Aber wir hatten das schon an der Diskussion am letzten Gesetz, Diskussion zum Personaldelegationsgesetz, wir das gefordert haben, ist nicht dummer durchgekommen, aber ich will heute nachher wiederholen, du hast eine Gesetzesaufbesserung einfach notwendig, weil das geht nicht. Demokratisch gewählte Leute können nicht einfach so aus einem Betrieb einfach Gehalt gehen, unabhängig, wie Herr Nudam Resultat vom Urteil ist, weil wir eigentlich umgedreht sind, weil in dem Moment das Fall an einem schnell Richterspruch Zugesterne kriegt, der misst eigentlich auch Zugesterne kriegen, dass egal wie am Betrieb weiter schafft. Und das sind Richter, den der gegebenenfalls aus dem Betrieb aussteht, wo auch dann ein Gericht dem Patron recht geht und nicht Richter. Das ist ein ganz wichtige Sache. So, nun weiß ich nicht, ob ich nach dem Betrieb vergessen. Wann ich vergessen, da wäre das Pressekonferenz von heute, dann ist die noch froh.